Voilà, ich meine, wir können loslegen. Die sieht ganz zahlreich präsent also bei der Pressekonferenz. Ich begrüße ja schon bei der Pressekonferenz von unserem nationalen Vorstand vom OGBL immer im wichtigen Termin. Und dafür sage ich auch wirklich vielmals merci für eine zahlreiche Präsenz heute Mitten. Wir hatten nach immer als nationalen Vorstand am Kirchspiel am Hemicycle, weil man nach immer ja auch nicht kennen, am normalen Kader zusammenkommen, an Distanzen müssen respektieren an Covid-Mesuren und dafür als Pressekonferenz auch noch einkehren an der Stadt. Und gucken wir, wie es dann am Hirsch weitergeht. Mir im Moment ist es ja noch nicht ganz sicher und dafür können wir auch noch nicht viel rausplanen, wo und wie in einer Form als nationalen Vorstand am Hirsch wird können tagen. Egal wie, also da ist wichtig, dass wir können tagen und das wissen wir von uns. Und wir hatten auch ein voll bepacktes Programm, weil einfach ganz viel lebt. Wir haben ganz viele politische Dossiers, auf denen noch Gebärde aktiv ist. Wir haben aber auch vieles an den einzelnen Entreprisen, an Sektoren, Kollektivverträge, Konflikte, wo man draufstehen, Akkorde, wo man geschrieben haben, die ich alle gute so mit natürlich schon mal dann einfach auch immer intern viele Decisionen, die müssen geholt gehen, und auch dazu, dass wir ein volles Programm hatten, und auch global wie Sänger am Gang waren mit diesem nationalen Vorstand. Wir haben uns beschäftigt natürlich mit der Situation, an der wir uns befinden, mit der Interessensvertretung von den schaffenden Leuten und ihre Familien an den nationalen Vorstand war heute ein bisschen am Motto von, was sind Lektionen, die wir aus dieser Krise müssen ziehen. Das ist so ein Spruch, den geht auf viele Plätze gesagt, und das ist so ein Spruch, den ihn irgendwie ein bisschen beruhigt, weil ihn dann kann so, wir ziehen etwas Positives aus dieser Krise raus, und wir gucken aber vielleicht aus dieser Krise Lektionen zu ziehen, Sachen zu ändern, die mussten geändert gehen, und vielleicht verschiedene Paradigmenwechseln zu kreieren, auf die richtigen Pisten zu kommen. Aber gleichzeitig dürfen wir uns aber auch nicht zu viel beruhigen, weil Lektionen aus der Krise sehen, das an der Geschichte von Mogebel, wo man das immer erlebt, an alle Krisen gesucht gehen, an alle großen Krisen, als am Anfang versprochen gehen, du noch alles anders, dann muss man wirklich ein Umdenken kriegen, und wenn man spezifisch lobt die Lastkrise, die für Covid, die Lachtkrise zurückgucken, die großen Banken und weltweit Wirtschaftskrise von 2008, 2009. Da muss man sagen, dass du schon nicht die richtigen Lektionen zugesehen hast. Auch da waren führend Politiker, die damals gesagt haben, wir werden einer wieder abschlagen, wir müssen den Neoliberalismus aufschwächen, wir müssen als Finanzwelt groß reformieren. Alles das waren Versprechen, die während den Krisenzeiten gemäht gesehen haben, die nicht da gehalten sind, wie wir alle gut wissen. Weil das geschieht, genau der Konträr als geschieht, der Konträr als politisch passiert. Wir haben große Austeritätswellen erlebt in ganz Europa, noch heute zu Lützeburg. Wir sind jahrelang noch zu kämpfen gehabt mit der Austeritätspolitiken, die damals gefordert sind. Es goufen Attacken op die schaffend Leute quasi auf alle Fronten. Die wisst dat, wir hatten Attacke von unserem Indexsystem, wir hatten Aufschwäche von unserem starken Pensionssystem mit der letzten Pensionsreform, wir hatten steuerlich immer mehr Steuern auf der Arbeit, immer mehr Steuern um Kapital, immer mehr Steuern für die Betriebe, alles das haben wir erlebt und noch so vieles mehr. Und wir müssen auch so, dass ohne den Widerstand von den Gewerkschaften Demos die desaströsen Konsequenzen und die gravierenden Attacken eigentlich noch viel mehr groß gewesen wären und noch ganz anders Ausmaßen angeholt hatten. Dafür sehen wir heute an dieser Krise als Rolle auch immer als wesentlich. Und wir werden noch weiter daran bleiben, dass eben nicht dieselben Fehler gemäht gibt, wie wir es schon so oft gesagt haben. Und wir erinnern auch an den Ansatz von dem OGBL an den Gewerkschaften Demos an den Krisenzeiten. Und wir haben groß mobilisiert, wir hatten eine nationale Manifestation, wie ihr alle wisst, 16. März 2009 mit über 30.000 Leute auf der Straße. Wir haben damals gewesen, dass wir als können Viren, wenn es die Anterie von den Leuten geht, dann wird man das auch das machen, wenn es nötig ist. Und wir dürfen auch das nicht darauf vertrauen, wenn jeder ruft, es wird nicht zu einer Austeritätspolitik
Politik kommen, da das Gute so, dass das gesagt wird, dass politische Intention deklariert, das nicht Austerität zu führen. Wir dürfen uns nicht darauf verlassen, aber wir spüren noch auf den einen oder anderen Plätzen immer so Attacken an aber Spurtendenzen, die vorgehen. Aber wir wissen ja sowieso alle Guten, wie wir sitzen, an unserem nationalen Vorstand, dass die Zeiten darüber durchkommen und dass du das dicke Ende noch könnt und dass die vielen Milliarden und Euro, die finanziert sind für die Krise, können sie überbrücken, dass die werden zur Diskussion gehen. Und mir irgendwie ein bisschen gefehlt, können keine wirklich politische Antwort da wieder von Regierungsparteien nach von der anderen Seite für zu sagen, wie steuern wir die man gehen, da was sind die nötigen Investitionen, die man muss machen für Eis aufzusichern, aber auch die zukünftigen Generationen aufzusichern, für den Konsequenzen von dieser Krise. Und da wisst ihr, wenn man so Konsequenzen von der Krise immer an den ökonomischen Konsequenzen, wir sind natürlich aber auch an den gravierenden sozialen Konsequenzen. Der Kontra passiert eigentlich, dass man das Logisch abhängen, weil man eine Regierung hat, die aber annonciert, dass die Steuerreform ob Eis leidet. Und sicher ist es so, dass im Moment finanziell Lage vom Land besser ist, wie wir es gefragt hatten oder geduld hatten, wie die Prognose waren. Die Croissance vom BIP kann zurück, wie wir alle gut wissen, war ein prognostiziert Minus von 6%, wir sind bei einem Minus von 1,3% für das Jahr 2020, das ist viel besser wie gefragt. Die öffentlichen Finanzen, die leiden nur Equilibre. Und dann haben wir ja auch noch fertig gebracht, dass dann die Halle Kauf von der Schuldengrenze von 30% nicht erreicht ging. Und auch da in der Position und heutigen Position immer noch darüber, dass wir in außerordentlichen Zeiten sind und dass wir uns nicht dürfen an budgetär angepasst und Zwänge bewegen. Aber au contraire müssen das machen, was nötig ist für alle guten Leute und die Entreprisen aufzusichern. Aber auch da kann ja kein Eis da so, wir haben da zu viel Schuld gemacht. Wir haben zuletzt einen Pakt de Stabilité de Croissance für 2021 ergehen. Die Europäische Kommission möchte Lützeburg auch Rekommendationen, jetzt sind da 3, die wir unterstützen. Die erste Rekommandation ist, dass Bresler Kommission Lützeburg sieht, wir sollen als Aktivität Ökonomik weiter unterstützen. Und da das wichtig und da das gut so, und das wissen wir vom Rebell, das tun wir auch von der ersten Stunde von der Krise immer unterstützt, dass die Entreprisen weiter geholfen kriegen und dass man eine Politik hatte von der Regierung für zu sagen, wir gucken da, dass den Tissu Ökonomik von Lützeburg, wie man in Hund nicht zu viel angegriffen wird und nicht auf eine permanente Dauer zerstört wird. Und da das wichtig und dafür haben wir auch gesagt, den Phasing out von den Hilfen und Entreprisen, die muss losgehen und progressiv und darf nicht von einem Tag auf den anderen gestoppt gehen, weil all die Hilfen, die kommen natürlich auch den Leuten so gut, wie wir wissen, die an den Entreprisen beschäftigt sind. Das ist das ein wichtiges Element natürlich an der Relance Ökonomik, wie kriegen wir die Entreprisen und komplett funktionieren. Im Moment funktionieren sie aber auch noch nicht alle Guten zu 100%, können noch immer nicht und dafür müssen sie auch noch geholfen kriegen. Aber wenn wir von Relance Ökonomik schwätzen, da kann ich natürlich nicht so gebärden, aber zu wiederholen, dass wir als eine Relance Ökonomik gleichgestellt ist mit einer Stärkung von der Kaufkraft von den Leuten, die ja auch geschwächt gehen aus an der Krisenzeit und dafür dürfte an diesem Aspekt sicherlich nicht vergessen gehen. Weil wenn wir unsere Binnenmarkt wollen stärken, wenn wir unsere Ökonomie wollen und Rolle kreieren, dann brauchen wir auch Kaufkraft für die Leute. Ich gehe aber heute nicht darüber, und ihr kennt du als Positionen, aber dafür ist das eine Rekommendation, um sich immer unterstützen. Die zweite Rekommendation von der Europäischen Kommission ist, dass die Investimenten müssen gestärkt werden zu Lützeburg. Auch da das ganz enorm wichtig. Und wenn man schon von den zukünftigen Generationen geschwärzt hat, dann dürfen wir auf keinen Fall an eine Spurpolitik führen, weil das, was den zukünftigen Generationen schulden werden, sicherlich nicht, wenn wir heute investieren an die wichtigen Bereiche, wo muss investiert gehen. Wir sind bei der Santé, wir sind bei der Recherche, wir sind beim öffentlichen Transport, wir aber auch natürlich an Digitalisation, an Technologie, all die Entwicklungen, die heute laufen, an die wo man die nötigen Meilen freimachen, für das dann aber auch so zu gestalten, dass nicht am Interesse von den Rängen ist. Und die dritte Rekommandation ist auch interessant und wichtig, da geht es um Santé und Protection soziale. Auch da so sicher ist, was noch von der ersten Minute gesagt wird.
wir können durch so eine Krise wie die heute, eine Sanitärkrise, als nachher bewiesen, wie wichtig es ist, dass wir eine gute soziale Aufsicherung haben. Wir stehen dafür, wir haben das immer gesagt, wir verteidigen das an aller unserer politischer Programmatik, so wir das immer, dass wir halt zuletzt ein gutes System haben von der sozialen Aufsicherung, den solidarisch finanziert das, den sozial gestaltet das, an dem muss so bestehen bleiben, an dem der will okay Fall geben wir da auch einen Millimeter unattacken auf dem Punkt zulassen. Und da sind wir direkt bei dem großen Bereich Santé, Soins, und alles, was dazugehört. Auch da haben wir schon viel darüber geschwärzt. Dafür gehen wir schaut nicht mehr an den Detail. Mir ganz wichtig ist natürlich, wenn man an der Gestaltung sieht von dem Gesundheitswesen, an noch an einer Gestaltung von einem Gesundheitswesen zu Lützeburg, dass wir nicht also GBL werden zulassen, dass halt privat-kommerzielle Tendenzen durchkommen. Und das ist nämlich der Konträr auch von dem, was in der Rekommandation steht, den Accès universell und Couverture universelle von Soins de Santé. Wir wollen keine Zwei-Klassen-Medizin, wir wollen auch immer den öffentlichen System, wo jeder guten Accès zu höheren, qualitativ öffentlichen Gesundheitsversorgung und Pflegeversorgung hat. Und Brüssel schwätzt von der Couverture sanitaire universelle, was ja auch aktuell brisant Thema ist, weil man aber auch als Letztes leider viele Leute tun, die durch die Raster fallen, und auch da muss man. Das gehört zu den Lehren aus der Pandemie, die man muss sehen, dass man Defizite haben, weil viele Leute nach keine Couverture über CNS haben. Auch an diesen Zeiten wird das sich verschärfen, weil da haben wir auch schon oft darüber gesprochen, die Krise verlieren auf die Schwächen der Gesellschaft, die Lohner ihre Arbeit verlieren, viele Interimsleute, viele Leute, die an der Restauration mehr, aber auch an anderen vulnerablen Sektoren, die auf lange Dauer hier Arbeit verlieren und auf lange Dauer schon mal stehen und riskieren, Probleme zu kommen, weil sie Kuvertur nicht tun, weil sie vielleicht Probleme kriegen, ihre Gesundheitsversorgung aufzusichern und sich Medikamente können zu lesen und so weiter und so fort. Und so, also das ist sicherlich auch ein Punkt, den wir teilen, wo der GBL auch viel Wert drauf legt, dass man eine gute Santé und eine gute Protektion sozial hat. Dazu gehören noch Pensionen, brauche ich gar nicht so, dass wir als da werden, da sind wir aufmerksam, ob all irgendwo nimmen Attack, die von irgendeiner Seite kommen. Wir müssen auch an diesen Zeiten, gerade an diesen Zeiten, also starke Pensionssystem verteidigen, an den dürfen wir auf keinen Fall verschlechtern. Au contraire müssen Verbesserungen geschehen. All die Fehler, die 2012 bei der letzten Pensionsreform gemäht sind, an all die Abschnitte an der Pensionen von den Leuten, die müssen wir loben hier, wenn wir merken auch, dass wir immer mehr Prekarität und Armut bei den Leuten am Alter haben, und dafür muss auch da etwas geschehen, ob die Mindestrentenummer justement und ob all die Frauen, die da noch zu behilfen sind, werden Pensionen anbelangt. Da wollen wir bei den Ungleichheiten sind, da sind wir eigentlich bei denen sehr Frauen, die so müssen beschäftigen. Und irgendwo kann ich auch nicht mehr richtig nachvollziehen, für was politisch nicht genug oder nicht mehr passiert auf dem Thema von der Leute gegen die Inegalitäten. Und du so mal, also das war Spruch, den noch du irgendwo für alles, für vieles wo aus. Wir wünschen uns alle Guten so viel die Retour zur Normalität. So, wir dürfen auf keinen Fall dann eine Retour zu dem anormalen Hund, das wir schon 400 Krise hatten. Wir hatten 400 Krisen, mega viel Inegalitäten hier am Land, auch an einem reichen Land, und das wissen wir. An die Inegalitäten, die werden sich noch verschärfen durch Krise. Und dafür muss noch sehr etwas passieren. Und wir können nicht verstehen, dass du nur geguckt hast, wir werden da weiter also Fokus drauf setzen, ob eine Politik für sozialer Gerechtigkeit hier am Land. Wir sagen das schon lange, und das ist aber auch nicht für immer zu sagen, dass die Mogebel sein, da wir assistieren da auf die Inegalitäten. Das bewiesen an internationalen Kriterien, an Indikatoren, weisen daran. Es kann auch keiner falsch machen. Wir haut immer dann ein bisschen an der extraordinären Situation, dass groß internationale Institutionen, die vielleicht nicht immer so die sind, die bei Berlin sind, doch so sind. Wir haben de Lo erlebt mit dem Bericht von der FMI, den selber die Tüte publiziert hat am April, für zu so, die Länder mussten etwas machen, ob den Ungleichheiten die herrschen an hier Tüte, die kannst du all eine Gerechtigkeitsspritze für alle, und sicher ist das ein super Titel, an der das am Anfang das was wirklich misst passieren. Die Etüde am Anfang von der Etüde steht, also das ist die Einleitung, dass direkt Notion, dass die groß bestehenden Ungleichheiten an unserer Welt, dass die aus Sicht den Impact von Covid
verschärft hun verschlimmert hun weil dat wat schon 4 ungleich war huet dann dazu gesucht dass die COVID-Krise schme schlimm nach ausgegangen als wie dat könnte sinn an gedreht huet COVID doch noch enke die Ungleichheiten verschärft also dat se AWMI in der Streiche könne man schreiben an der das und schon erstaunlich dass man global deckungsgleich Positionen hun op dem Punkt wichtig ist den AWMI sieht wir müssen eng Stärkung hoch von das System von der Protektion sozial also alles gesot der kennt du als Positionen wir brauchen eng Änderung also eng Verstärkung von der Umverdelungspolitik total als Thema an den AWMI proposiert als Lesung die Reichschme zu besteuern und du sind wir dann direkt bei Eisen Positionen zu einer sozial gerechter Steuerpolitik an enger notwendiger Steuerreform auch dat hummer ganz oft schon gesund und ich denke dass Zeiten einfach lo sehen dass man muss no vier gehen und dass man do muss aufhängen mé Gerachtigkeit an Steuersystem zu Lützeburg zu kreen also war schon für COVID urgent das aber natürlich war man lo von Ungleichheiten Schwarzen von Chancenungleichheiten da muss man auch etwas auf die Steuern machen sieht selber mehr Progressivität an die Steuerbarriemen anzufeieren da das so eine Position in zu vom gebildet erinnern du hab Forderungen Indexierung vom Steuerbarem und dat schläfe man jo andauernd an run eng Entlastung von den ënnechten mittleren Abkommensschichten eng Progressivität vom Barem zusätzlich Stufen bei an enger Heichung vom Spitzesteuer sagt so dass man eben dat wat se von enger mé größer Progressivität am Steuerbarem errecht hatten notwendig dass man do etwas machen Barem Navami selber schwätzt von engem sur la fortune sie schwatzen auch von der Betriebsbesteuerung auch da das es als immer Herz leid mehr hun der Krise schon gesagt, dürfen nicht zu weiter Senkungen von der Betriebsbesteuerung kommen. Es kann nicht sein, an der Erinnerung, dass die Regierung schon zweimal eine Senkung gemäht wird von der Betriebsbesteuerung. Und dass man auch nach von anderer Seite gesagt bestärkt, da ist ein Schuss dran, dass das nicht passieren. Die OECD ist dann ganz rezent auf den Zug gesprungen, auch dazu der Madrid, sie schwätze von einem Durchbruch an den Verhandlungen für eine globale Mindeststeuer für Großkonzerne anzufeiern. Auch das geht uns natürlich noch nicht weit genug, aber so, du hast noch viel Marge, muss mehr gemacht gehen. Die OECD selber gesagt, dass aber kolossale Fortschritt, nur jahrelange Verhandlungen zwischen 130 Ländern sich eins zu gehen, darauf, dass es eine globale Mindeststeuer von 15% für Großkonzerne soll gehen, als aber gerade in die richtige Richtung. Und das ist aber ein großen Durchbruch auch auf dem Terrain. Und du musst so an die ganze steuerlich frohen rejoinieren OECD und FMI sich an ihre Positionen und sie selber so auch an den Rapporten, wenn du das liest, dass da den von den größten Hebeln ist, für gegen die Inegalität dafür zu gehen, dafür zu sorgen, dass jeder aber dieselben Chancen am Leben kriegt. An der OECD sieht so und so auch jeder sollte leben und sich aufhängen können auf einer fairen Basis. Und wir wissen, dass Schere zwischen Arm und Reich weiter immer noch nie gegangen ist, also nie geht. Und dass es doch Reichtum ist, auch gerade halt zu Lützeburg, da muss man als visiert fühlen, wo die höchste Konzentration gibt. Und wir können uns nicht mehr konzerniert, avisiert, viele von den Rekommendationen, weil wir wissen, was hier im Land lebt. Und wir können die Zahlen noch, da gehen nicht mehr an, ob die Indikateure von der Prekarität an der Armut, an der Working Poor, an den Monoparentoren und so weiter. Wir wissen aber auch, oder nicht viel wissen wir leider über die Reichsten von den Reichsten hier im Land, weil dort Statistiken aber immer empfehlen. Wir wissen aber, dass 10% von den Reichsten hier im Land 50% vom Patrimoine besitzen. Und da wissen wir, dass etwas schief lebt. Und da muss etwas passieren. Und da kommen wir auch nicht über die Erbschaften zu schwätzen, weil bei den Erbschaften verdelen oder gehen die Ungerechtigkeiten eben von Generationen zu Generationen weiter, verschärfen sich weiter. Und dafür, und da haben wir auch, als Lützeburg sind wir da über dem Durchschnitt, dem europäischen Durchschnitt 20% von den Reichsten, eben am Durchschnitt 50 Mal mehr wie 20% von den Ärmsten. Das sind alles
am Anfang, wenn sich die Zahlen, die her, den immer lesen, den immer mehr, muss sich so wirklich ein Jahr durchdenken, für sich bewusst zu geben, wie ungleich es eben lebt. Und zu Lützeburg schon mal am Anfang auch nach der Kontra von dem, was mir fordern, ob der Steuerfrau zum Beispiel der Kontra von einer Progressivität, weil den Heim mehr hört, weil der Mann besteuert wird und das gilt für den Terrain. Da das ist eine Stadt, wo man da müssten, du können viel gehen. Aber wenn wir bei den Ungleichheiten sind, ein anderes großes Problem, den für die Ungleichheiten halt zuletzt aus der Logementskrise, die wisst dann noch dort, ich habe schon so viel dazu gesagt, und wir haben auch einen Förderungskatalog mit so vielen Pisten, an denen kann da eine Tonne geschrieben, schon dazu, eine Tonne gesagt, schon dazu, schon an Entrevue mit den politischen Vertretern gesagt, schon auf der Straße gesagt, und wir werden noch nicht mitgehen zu sagen. Aber ich erinnere aber heute auch schon so 2, 3 Hauptzüge, die wirklich aus dem Herz leiden, wo man so nicht kann nicht sehen. Also fängt an lächerlich zu gründen, das Ganze. Wir fordern seit ganz langem eine Reform von der Grundsteuer, weil das sicherlich von den Hebeln, nicht den einzigen, aber von den wesentlichen Hebeln, aber an dem Kampf gegen die Wohnungskrise ist. Und das ist irgendwie eine politische Abwesenheit auf dem Terrain. Wir gehen nicht gewohnt, wir wissen nicht, wer in Richtung geht, dann diskutiert, reflektiert, was könnte dann dabei raus bei der famosen Reform von der Grundsteuer, respektive wenn ich kennst, weil das ist notwendig, aber wir können doch nicht nach weiter nur gucken, dass du nichts passiert. Wir fordern eine Progressivität, ein paar Foncier, das wisst ihr, weil nämlich über die Weg können wir ein bisschen mehr Gerechtigkeit Besitz von den Terrain an Immobilien schaffen. Auch da, ich erinnere immer daran, wir fordern natürlich nicht, dass den Einzelbesitzer von einem Terrain oder einer Immobilie mehr besteuert wird, konträr, die soll rausgeholt gehen oder ob man es nicht mehr muss bezahlen wie Haut. Nur wenn das viel macht, und das kennen wir alle gut, wir fordern noch eine Ponderation von einem paar Foncier, dass so ein Unterschied gemacht wird zwischen dem, wo ich selber drauf wohnt oder nach einem zweiten Besitz oder an den neben Millionen Terrain an Immobilien besitzt. Und da fordern wir auch schlussendlich eine Taxe de Retention auf edelstehenden Wohnungen an Immobilien und Terrain. Und zu der Taxe de Retention ist ja da ganz interessant, wie was dann nicht passiert, weil du schenkst ja jeder sich eins zu sehen. Das muss etwas passieren. Und dann haben wir mit Interesse eben gelesen, wie der Premierminister selber an einem Interview sieht, und ich zitiere nicht, ich kannte, personnellement, je suis par exemple tout à fait en faveur d'une taxation sur les logements vides. Si quelqu'un veut garder un terrain constructible vide, alors on taxe. Un habitat qui est vide parce que le propriétaire veut se faire de l'argent, on le taxe. Croyez-moi, nous aurions tout à coup, du jour au lendemain, pas mal de logements occupés ou de terrains utilisés. Mais d'offrir den sich, als der Premierminister, als in 8 Jahren eine Regierung, die das nicht gemäht wird, die weiß, dass Marie dann eine Wohnungskrise gesteuert sie schon vier Runden der Regierung, schon etwas, was wir ewig diskutieren. Und du jour au lendemain, en plus, könnte man so viel machen, aber für was warten wir noch? Und für was haben wir 8 Jahre gewartet, vor allem für was warten wir heute noch immer, dass etwas passiert. Passiert aber nicht, mir was passiert, dass wir dann am Site von der Chambre lesen, dass das Woche soll der Projet de Loi Pacte Logement 2.0 gestimmt gehen. Als auch nicht zu leben. Wir haben dem zuständigen Minister gesagt, was an dem Projekt gefährlich ist, riskiert, nur handeln zu gehen, keine Lösung ist. Wir haben das geschrieben, wir haben manifestiert, wir hatten ein Manifest zu dem, hauptsächlich zum Sujet Pacte Logement 2.0, wir haben an der Chambre des Salariés ein Avis geschrieben, an eine Contre-Proposition de Loi gemacht, an Loget hat einfach mir nicht gestimmt, und das ist eigentlich Katastrophe, was passiert, weil was man nicht verstehen, es geht ja, und das ist so wichtig, dass jeder ist sich eins. Also jeder ist sich eins, wir brauchen mehr sozialen Wohnungsbau, du siehst ja auch wirklich Chemie de Contraire. Und geht ja darum, dass man den Prozentsatz am initialen Projet de Loi 30% als nach zu niedrig war, wo man gesagt hat, wir brauchen mehr Prozent dafür für den Prix Logement à Prix modéré. Und den hast du nur noch aufgeschraubt gehen um 20%, wo man nie eine Erklärung kriegt, wo das einfach so passiert ist. Und plus den Tag, wo man manifestiert hat, mir vorbeigesucht. Wir sind nicht amused darüber, wir haben noch keine ordentliche Erklärung gekriegt, für was man dann um 20% draufgehen. Und da geht es gesagt, mit das aber für zu garantieren, dass die 20%, die müssen aber wirklich zu 100% sicher in öffentlicher Hand bleiben. Das ist die Motivation, für was sie von 30 auf 20 aufgegangen sind. Aber auch das lesen wir aber nicht. Und da wollen wir wissen, für was, wie garantiert da ist, dass dann den
soziale Wohnungsbau do an öffentlicher Hand wirklich bleibt. Und weil wir wissen einfach, wir kennen ja auch die Promoteuren an Spekulanten, die mit den Immobilien do schaffen, dass das eben nicht dann wirklich Richtung sozial geht. Und dafür halte mir auch darauf, dass das eben in öffentlicher Hand bleibt. Und die Garantie haben wir mal nicht kriegt mit dem Paktlogement 2.0. Neben dem Fett, dass es von 3 auf 20 aufgegangen ist. Ganz viel nachzusummen zum Paktlogement 2.0. Ich muss aber noch jetzt zu viel. Weiter, mais Logement, dritten Thema, den Bayer Loyer, just zur Info, den hast du noch nicht gestimmt. Aber du hast auch ganz viel Verbesserungen gefordert an dem Projekt de Loi. Wir haben noch immer wirklich, also das ist kein Mietbremse dran. Wir haben konträr Simulationen gemacht, Modelle geraschen, da wir haben gesagt, wir brauchen eine Mietbremse, die wirklich gekoppelt ist und Lohn- und Preisentwicklung halt zu Lützburg. Weil sonst kannst du nicht von einer Mietbremse schwätzen. Haben wir ja schon alles auf anderen Plätzen auch oft gesagt, mir auch da geschieht einfach nicht. Das heißt, so dass die Wohnungskrise weiter steuert an die nächste Dimension. Und, die wird sich sicherlich auch noch verschärfen, aber wir werden noch da nicht nur gehen. An den letzten politischen Dossier, den wir noch hatten, ist nicht manner schlimm, aber ganz urgent. Und als auch etwas, wo wir absolut nicht nur können vollziehen, das ist das Projekt de Loi zu den Allocations familiales. Wir haben noch schon viel Kommuniken dazu geschrieben, das heißt, ihr kennt ein bisschen als Roserei auf dem Niveau. Mit da so sich ein Hohn, was von der Familienminister proposiert wird, von der Regierung. Wir haben ein Projekt de Loi 4 Leuten, den die zwei Wollen greift, da das der Wert der Prestation familial. Do Hummer ich erinnere rund 2006 Desindexierung von der Prestation familial. Wir so permanent verleier du Wert. Wir hatten ein gegraschen für eine Periode, da waren wir auf 20% Wertverlust von der Prestation familial, das ist auch schon eine Zeit schon hier. 2014 haben wir dann fertig wurde den Akkord mit der Regierung zu schreiben, wo die Regierung, das ist ja noch immer dieselbe, sich engagiert hat, nach sur blanc, dass also Prestationen familialen sollen revalorisiert gehen. Da sind wir 2021 ist noch mal nicht passiert. War das die einzige, was passiert ist, dass das am Regierungsprogramm die Rechnung Ende von der Mandatsperiode reindexiert. Aber das ist viel zu spät. Und da das, was an diesem Projekt de Loi draufsteht, Prestation familiale, d'allocation familiale just, und das ist schon das erste Problem am Text, gehen reindexiert. Das ist das mal nicht das, was eigentlich aufgemacht war. Sie gehen reindexiert vom 1. Januar 2022 an. Und du könnt die zweiten Hick, wir haben Prognose von der Stadt, die sagen, dass das Jahr noch keine Indextranche erfallen. Und dann ist es aber wirklich Lör. Also da gehen wir ja aber ein bisschen für dumm verkaufen. Wenn die Indextranche das Jahr noch erfällt und an Prestationen, also Prestationen gehen nächstes Jahr indexiert, dann muss man da warten, ob die nächste Indextranche, wir wissen, eine Idee, da könnt wir überhaupt an den Genuss zu kommen von der Indexierung vom Kannergeld. Dafür fordern wir auch da, dass das muss ein Text ummanzt, also das ist das Minimum, dass das aber so umgeschrieben wird, dass auch eine Tranche, die das Jahr erfällt, nach Domat abgezogen wird. Das ist vielleicht nicht politisch nicht gewollt gewesen, wäre aber ganz schlimm. Und danach, sogar wenn es los ist, sogar wenn nach das Tranchement bezogen, dann haben wir ja aber noch immer die Verlust von 2006 und wir hatten an der Chambre des Salariés gesagt, wir dann kompensiert wenigstens das von 2014 und weil da, wo der immer da ist, erschrieben hat, das muss passieren. Und da sind wir bewährt für 7,7% strukturelle Erhöhung vom Kannergeld kommen für wenigstens die Kompensation. Das ist so viel. An den zweiten Wolle von dem Projekt de Loi aus den, wo man verurteilt gesehen vom Europäischen Gerichtshof, weil wir halt in Lützeburg eine Diskrimination machen auf dem Kannergeld zwischen Frontalien und Residenten. Der Europäische Gerichtshof leitet also nur richtig, weil Nogibel hat das auch angeprangert. Und lo muss politisch agiert gehen. Das ist also das geht angepackt an dieselbe Projekt de Loi. Und die Lesung, die Lohai proposiert wird, das ist eine weitere Diskrimination. Und das ist wirklich nicht zu glauben, dass man da hingehen und politisch versichern, aus dem irgendwo Debakel da rauszukommen, indem man eine Lesung sichern, die ihrem weiter Prozesse wird nur sich zählen. Und die Lesung, die lo gesicht wird, also sich
nicht die den Europäische Gerichtshof als proposiert oder als reprochiert. Das heißt, wir haben da interveniert bei der Familienministerin, wir verstehen überhaupt nicht, wie kann weiter in die dritte Richtung drücken. Und wir verstehen noch nicht, wie die Familienministerin, die gleichzeitig Ministerin für die Großregion ist, an einer Pandemiezeit, wo wir mehr wie je angewiesen waren, auf all die Frontalien, wo man eigentlich jeder so klar gehen ist, dass man wirklich ein Problem kriegt, wenn Grenzen zu sind, an Frontalien nicht mehr schaffen kommen, wo man in diesen Zeiten immer ein frontalienfeindliches Gesetz sollen stimmen. Und dafür Projet de loi a rejeté für uns ein absolut inakzeptabel und unverständlich, wie sie weiter auf den dritten Weg wollen gehen. Dann haben wir noch einen kleinen Punkt gemacht zum Skillstisch, ganz kurz. Die Skillstisch, das war das, was entstanden ist an der Tripartit, wo man von der Tripartit, von der Regierung gesagt haben, gesehen und mache ich Gedanken Kompetenzen halt zu Lützeburg, was brauchen wir von neuen Ausbildungen, auf Weiterbildungen. Das ist ein wichtiges Thema, das ist mega wichtig auch an Zeiten von Transition ökologisch und digital. Wir müssen ja als, gucken, dass die Arbeitsplätze mit den Leuten nicht passen. An die Skills stehen, ja, du hast mal just ein kleines Fazit gezogen, den hat 2-3 Mal getagt, dann am Anfang ist nicht Wesentliches dabei rauskommen. Wir als Position von Sozialpartnern sind nicht wirklich mal angeflossen an die Konklusionen von den echten Skills an Logo dann Arbeitsgruppe weiter getagt, und wir haben darauf, das heißt Forderungskatalog, den ich schon nicht haut durch detaillieren, einfach, weil es zu viel gibt. Wir haben einen ganzen Forderungskatalog mit allen Punkten, was wir meinen, das muss auf der Formation initiale continue hier im Land passieren, dass den zur Konsideration gezogen wird, dass den du diskutiert, dann negoziert wird, ob der Platz gilt. Die zweite Aufgabe von der Tripartit war ja, dass das Komitee permanent du Travail de l'Emploi soll tagen, ein bisschen in dieselbe Richtung, für zu gucken, was wir brauchen wir am Code du Travail für lo in diesen Zeiten den Arbeitsmarkt so an den Griff zu kriegen, dass man eben nicht eine Explosion vom Langzeitschommer schon, so hat eine Reform von dem Plan Maintien d'Emploi, Reform vom Plan Sozial etc. Das den nur 2-3 Mal getagt last Jahr der CPT an das Jahr ist noch nicht geschieht, da erinnern wir auch noch dran, dass das aber so wichtig ist, also dass es wirklich dringend nötig wird, dass wir auf dem Punkt weiter schwatzen. Dann hat Carlos als gesagt, was ob der Frau vom Reclassement professionell lebt. Wir hatten da eine Entrevue mit dem Arbeitsminister, den zuständig ist für den Dossier, wo ja eine kleine Reform war, die eigentlich nicht mehr ein Kloster war für gravierend Probleme zu beheben, ob der Indemnité kompensatoire für Leute, die im Reklassement waren. Und da ist aber vieles noch schief gelaufen. Da sind noch Interpretationsprobleme und die sind nicht so umgesetzt, wie es soll. Und zweitens fehlte da aber für allem eine fundamentale Reform vom Reklassementsgesetz, weil die wesentliche Philosophie von dem Reklassement, die muss wirklich über dort gehen, als Lützburg. Aber du gehst auch nicht drüber, du wirst man noch weiter kommunizieren. Wir haben einen Forderungskatalog geschrieben, wie der Reklassement ist ausgesehen, und wir haben dem Minister den zugeschickt, und wir werden noch auch eben an der Presse kommunizieren, was die wichtigsten Punkte sind. Das waren nur die Dossien, die wir so nationalpolitisch diskutiert haben. Und dann hatten wir aber natürlich auch als sektorialpolitische Dossien, also war das so an den einzelnen Entreprisen las. Denn David Daniel hat als Punkt gemacht über die Ladenöffnungszeiten. Ihr wisst, sie haben das Syndikat Commerce hat viel protestiert bei den Ouvertüren op de Feiertag vom Match an du hatten sie einen echten Success erreicht, dass der Match auf dem letzten Feiertag nicht abgemacht hat. Aber das Problem ist, wir aber noch nicht gelesen, und das ist ein politisches Thema. Und dafür haben wir auch eine nächste Demonstration organisiert gehabt am 21. Juni für Minister Dallas. Und wir haben auch eine Entrevue gekriegt, und wir werden da weiter fordern, dass das Gesetz über D'Ouverturen, weil das komplett liberal Gesetz ist, was wirklich salariatsfeindlich auf der Frau aus, dass das reformiert wird, dann endlich klar geregelt wird.
Und dann Hummer haut auch dann positiv Novellen nach einkehr matt gedeelt kriegt, also die kennt mir, wo man den Detail erklärt kriegt vom Banken und Assurancesektor. Du hast immer eine gute Kollektivverträge, also 2 gute Kollektivverträge aufgeschlossen, gehen das immer auch froh darüber, wenn man so Momente haben und muss ich auch so und gesagt wirklich so aus, wie man nur Bälde mal Ruder ist, an denen Kollektivvertragsverhandlungen, das sind die echt keine lineare Erhebungen, an denen 2 Verträge, du fertig wurde, wo jahrelang just auf Merit gebaut gehen, also nur dem Leistungsprinzip zu lernen, hungen nicht eine lineare Erhebung für jeder gehen, und das ist ein wichtiger Durchbruch für uns an denen 2 Bereiche da. Und natürlich nicht all den qualitativen Maßnahmen, die sie nachverhandelt tun, wo dem Qualität du Travail geht, dem Condition de Travail, wo da aber auch ganz wichtig in diesen Zeiten um Sekurisation von Arbeitsplätzen geht, an den Banken- und Assurancesektor, wo man über Plan Maintien d'Emploi, Formation continue, neu Rechte für die Leute verhandelt tun. Und da ziehen dann die Good News. Bad News gibt aber der Liberty Steel. Du hast die Boutique irgendwo an. Wir wissen, dass kein so wie du sind. Den Patron möchte ein bisschen kappernde Sand. Aber wir gesehen, du wirklich echt keine seriöse Lesung als eine einzig. Und ich weiß, dass nur an der Presse annonciert gehen, dass Lesungen auf das Gesicht gehen. Und das soll die Gruppe restrukturiert gehen, dann Rumänen sollen überholen. Wir wissen, dass das geht nicht durch. Also die rumänische Investiteur, die gibt Racklammen, die kann just bis zu 20% Betriebe überhaupt alimentieren und dadurch ab September. Wir sind, also wir, den Liberty Steel, das Haut für Ladenschluss, das heißt, wir brauchen Direktlesungen. Die Leute sind seriös, echt mega unsicher und die wissen nicht, was man ist. Das kann sein, dass die morgen nicht können schaffen. Und die sind, also das ist eine ganz schwierige Situation. Die Stefano hat da ist den Bericht gemäht. Und plus muss ich sagen, dass die Annoncen noch mit der Restrukturation, die sind auch an der Presse kommen und das muss nicht ihr mit den Leuten geschwätzt gehen, also mit der Personaldelegation und so weiter. Und wir sehen eine einzige Solution, an die haben wir gesucht, an die Summe hart, an die Summe so oft wie nötig ist, das ist Nationalisierung von dem Betrieb. Also es geht doch nicht weiter, dass du immer im Patron kommen, am Mengen der Staat muss sie überholen, und gleichzeitig können sie Benefice antreiben, aber du, wenn der Staat heim muss ersprangen. Für den Betrieb irgendwo können sie retten, da kann es nicht zu einer Verstaatlichung von dem Betrieb kommen, dass die Entschließung, die für den nach gangbar ist. Dann haben wir 2 Plan Maintien d'Emploi sektoriellen erschrieben, in am Bereich von den Taxien, ein Bereich, der mega viel gelitten hat in der Krise. Natürlich sind Leute auch Männer Taxi gefahren, wenn sie Männer rausgegangen sind. Und das ist also wichtig. An einem Bereich Horeca, da tut der Markt darüber kommuniziert. Also das mega wichtig, ultra wichtig gewesen. Wir waren übrigens schon lange auch der Patronatsföderation und gesagt, komm, wir setzen uns in Tisch und wir gucken ein bisschen aufzufedern, die schlimmsten Konsequenzen aufzufedern. Und lo haben wir da fertig, das aber in der Korona schrieben gehen, dass man einer Garantie d'Emploi für die 18.000 Leute, die da beschäftigt sind. Und das ist aber lo mal an diesen. Das ist immer schwierig, wenn man sich friedlich über den Plan Maintien d'Emploi. An diesen schlimmen Zeiten ist das dort aber ein gut Novell. Und dann haben wir an den Sektoren aufgeschlossen mit einem anderen beunruhigenden Novell, das ist der Sektor von der Recherche an der Uni, das Zentrum der Recherchen. Du also ist dann matt gedeelt gehen, dass du nie am Zentrum der Recherche eine Message kriegt vom Hochschulministerium, dass sie sollen spuren und dass Dotation budgetär für die Sektoren angefroren gehen. Und das ist natürlich Katastrophe und absolut auf der ganzen Linie nicht nur zu vollziehen. Ich habe ganz am Anfang von nächsten Investitionen geschwärzt. An Investitionen muss an die Recherche gemäht gehen. An die Pandemie-Erfahrung muss es ja aber gewiesen, wie wichtig der Sektor von der Recherche ist. An dass man dolo ein politisches Signal kriegen, soll gespürt gehen. Und wir dürfen nicht mehr das investieren, was schon investiert gehen oder was noch soll investiert gehen. Das ist absolut inakzeptabel. Und da werden wir auch du gehst viel und dann werden wir also auch da wären, dass der Friedrich den auf dem Dossier ist und den für die Sektor zuständig ist und hin nur da viel Abstand sehen und Leute führen sich für da zu weisen, dass das sicherlich nicht der richtige Weg ist. Und dass ich auch da nach viel froh war, nach frohen da zu sehen. Voilà. Das war, die gesehen, dass es viel los. Wir haben einen Finanzbericht gemäht vom Gebäl, statutarisch
wie man das mussten das Zeit machen an mir hun nach letzte Punkt gemacht wo man als Orlo 4 geholt hun mir oft zu machen du kennt nur eine ganz Pressekonferenz dazu machen wie mir hun ein als geguckt was lebt an Eisen also mit Rapportaktivität gemäht von Eis Sprierstunden das sind die Stellen Agenzen hier im Land wo de Member wann ein individuelle Problem hat eben nicht der kollektive Konflikt an einem Sektor mehr sein individuelle Problem eben bei den OGBL geht. Und du hat sich gewiesen, den OGBL war nicht am Lockdown. Und auch während dem Lockdown waren wir ständig da. Und die Zölle sind explodiert, die Tausenden und Tausenden E-Mailen, Telefonen, Conseillen, die mir da gehen haben, und Membern und Leute haben hier Gewerkschaft gebraucht, aber wir brauchen sie weiterhin. Und das weiß doch, dass man da ganz viel Arbeit dass die auch nicht abhalten, dass da du Fischer so noch Datendealers vom OGBL, die vielleicht dir nicht so kennen und Leute Bausen nicht so kennen, weil da eben nicht die politische Aktivität sind die man immer so noch weisen, dass das was wirklich am Backoffice lebt, wo aber genauso ein wichtiger Teil vom OGBL ist wie die ganze Rache, wo auch noch Visitekarte vom OGBL ist für den die echt Urlaubsstall und also Sicht. Voilà. Das war dann der Fall von unserem Komitee National. Ich merci für die Geduld, auch für die Nola schon, aber sind wir da für Erfreuen, wenn wir danach gut.